Merci Cedric für die technischen Explikationen. Liebe Frau Magister Dr. Kettner-Marx, ich begrüße Sie ganz herzlich und wir lernen uns gerade erst jetzt kennen und deshalb bedanke ich mich auch sehr bei Ihnen für Ihre Bereitschaft heute Abend, uns Frage und Antwort zu dem Thema zu stehen. Liebe Freunde vom Mouvement Écologique, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Chambre des Salariés, bon, das ist nur gesagt, das ist ganz komisch, dass man ob das andererweise muss man an noch nicht alle gute gesehen. Wir haben nur bei der Diskussion klappt das dann. Blanche hatte schon am Anfang ein bisschen gesagt, wir wollten nicht wirklich en präsentiell machen, wir bis zum Letzten probieren, das dann aber noch irgendwie abzumachen. Und die Sanitärsituation erlaubt das aber wirklich schnell und wir führen mal ganz auf die Zoom-Variante updated. Voilà, ich begrüße dich ganz herzlich bei dieser Konferenz, eine Konferenz, die man dann gemeinsam zwischen der Chambre des Salariés und dem Mouvement Écologique organisiert tun, Umweltsteuern an oder trotz Covid-19-Zeiten eine Chance aus ökologischer Sicht, Fragezeichen, ganz wichtig, der Fragezeichen. Frau Dr. Kettner-Marx, es ist natürlich für uns Luxemburger ein sehr wichtiges Thema und ein Thema von absoluter Aktualität, wie Sie wissen. Denn wir haben gerade zu dieser Zeit einen Vorschlag von der Regierung, die vorsieht, eine neue Steuer einzuführen, eine CO2-Steuer, also eine Verbrauchersteuer. Und ich verheimliche Ihnen auch nicht, und ich muss das sofort eingangs sagen, dass es für uns als Arbeitnehmerkammer etwas schwierig ist, die Diskussionen aktuell zu führen, weil wir nicht per se gegen eine CO2-Steuer sind, aber wir eine ganze Reihe Fragen offen haben und eine ganze Reihe Bedenken haben. Erstens, da es sich um eine Steuererhöhung handelt, und das ist für uns in dieser Zeit recht schwierig, weil wir eigentlich in diesen Krisenzeiten rein wirtschaftlich und sozial gesehen besser hätten, die Kaufkraft der Leute zu stärken, als sie weiter zu schwächen durch Steuererhöhungen. Unsere politischen Entscheidungsträger stehen auch dazu, dass es zu keinen Steuererhöhungen kommen soll, aber trotzdem, nichtsdestotrotz haben sie jetzt schon vorzeitig oder frühzeitig die CO2-Steuer eingeführt. Für uns kann die CO2-Steuer eine sozial ungerechte Steuer sein, da sie regressiv wirkt, wie jede Steuer auf den Konsum, wie wir wissen. Wir haben uns, also die Chambre des Salariés hat sich von Anfang an nicht gegen die CO2-Steuer ausgesprochen, aber hat immer gesagt, wenn sie kommen soll, dann muss sie wirklich sozial abgefedert werden. Dann müssen alle sozialen Kompensationen eingeführt werden, die notwendig sind, dass das eben nicht die niedrigen und die mittleren Einkommensschichten und Erwerbsklassen übermäßig belastet. Und das ist jetzt, so wie es aussieht, im Moment, der Gesetzestext, die er vorliegt, trägt dem nicht so ganz Rechnung, wie wir uns das gewünscht hätten. Wenn man Niedriglohnempfänger ansieht, die Kassiererin zum Beispiel oder das Reinigungspersonal, das in Luxemburg auch stark darauf angewiesen ist, noch spät abends auf Arbeit zu gehen oder von Arbeit nach Hause zu fahren, und da ist der öffentliche Transport noch nicht ausgebaut genug hier in Luxemburg, dann sind die also auf ihr Auto angewiesen und die haben auch noch oft schlechter isoliertere Häuser. Und da kann es schon sein, dass diese Steuer genau diese Erwerbsklassen eher und mehr belastet als Leute mit höheren Gehalten. Wir sind froh auf unserer Seite, dass mittlerweile allgemein anerkannt ist, dass eine ökologische Steuermaßnahme sozial begleitet sein muss und auch werden soll. Das ist nötig, um die allgemeine Akzeptanz in der Bevölkerung zu finden. Und die Frage ist natürlich, wie macht man das? Und da bin ich auch sehr gespannt auf Ihr Referat heute Abend, um vielleicht die eine oder andere Piste kennenzulernen, wie man diese soziale Ausgleichsmodelle vorsehen kann. Weil so wie es bei uns vorgesehen ist, ist das eher schwierig. Ich erkläre es ganz kurz, weil das, was vorliegt von der Seite unserer Regierung, ist für uns zurzeit sehr untransparent. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, wie diese CO2-Steuer das Verhalten, das Konsumverhalten der Leute wirklich steuern soll oder lenken soll hier in Luxemburg. Das der klimapolitische Impact ist nicht chiffriert und schwer voraussehbar. Das bringt das Ganze. Und dann
auch noch der finanzpolitische Impact ist nicht geklärt. Wir wissen also nicht, was wird mit den Einnahmen dieser Steuer passieren und wie sollen die Ausgleiche vollzogen werden. Und der soziale Impact ist in unseren Augen wirklich nicht definiert. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste. Wie Sie vielleicht jetzt mitbekommen haben, ist ein Teil der sozialen Ausgleichsmaßnahmen ist über die sogenannte Teuerungszulage vorgesehen. Es gibt also eine Erhöhung der Teuerungszulage, aber man muss wissen, dass das eine Verschlechterung ist im Vergleich zu dem, was im Jahr 2020 war. Weil während der Covid-Krise wurde diese Verteuerungszulage verdoppelt. Und jetzt wird die Verdopplung wegfallen und eine Erhöhung kommen, die eigentlich niedriger ist als das, was wir jetzt hatten dieses Jahr. Das heißt, wir haben eine Teuerungszulage, die weniger hoch ist als dieses Jahr und allgemein trägt sie nicht einmal der Preisentwicklung in Luxemburg Rechnung in den letzten Jahren. Und so ist das unserer Meinung nach keine soziale Kompensierung für das, was passiert. Ich will aber jetzt nicht mehr allzu viel auf den Luxemburger Kontext eingehen. Ich wollte das nur eingangs sagen, um vielleicht etwas klarzustellen, wieso wir uns schwerer tun mit der Diskussion, aber wirklich noch einmal, wir sind nicht gegen CO2-Reduzierungen, im Gegenteil, wir unterstreichen alle Klimaziele und möchten auch unseren Beitrag dazu leisten und möchten auch die bestmögliche Lösungen finden. Deshalb freue ich mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Sie sind Senior Economist am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung und Experten in Fragen von Umweltsteuern. Sie werden uns heute erklären, welche Prinzipien Ihrer Meinung nach eine CO2-Steuer entsprechen muss und auch, um Ihren Zielen gerecht zu werden und aber auch, welche Begleitmaßnahmen eigentlich nötig sind. Vielleicht werden wir auch noch auf die EU-Ebene eingehen können, auf die Arbeiten in dem Kontext und auch die Erfahrungen mit CO2-Steuern, die in anderen Ländern gemacht wurden. Wir freuen uns sehr auf einen interessanten Vortrag. Wir bedanken uns an allen Teilnehmern. Wir bedanken uns auch bei dir, Blanche, sehr und den ganzen Kolleginnen und Kollegen vom Mouvement Écologique, die eigentlich die Initiative ergriffen haben und die sich um die Einladung und die ganzen organisatorischen Aspekte hier gekümmert haben. Ich weiß, es war viel in den letzten Tagen und es tut uns auch leid, dass wir nicht alles dazu beitragen konnten, aber vielen Dank an euch, dass das so super wieder einmal klappen kann. Und dann höre ich hier auf und ich freue mich auf einen interessanten Vortrag und ich gebe das noch weiter. Vielen Dank. Super. Vielmals merci. Herzlichen Dank dir, Nora, und auch an Silva. Dein Name steht als Silva. Ne? Danke für die einführenden Worte und auch danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Also ich glaube, wir gehen hier extra Wege und ich bin eigentlich auch stolz darauf. Es ist klar, dass derzeit die Arbeitnehmerkammer und der Mouvement Écologique noch keine gemeinsame Stellungnahme herausgeben könnten, wie wir uns eine CO2-Steuer vorstellen. Ich glaube, das haben die einführenden Worte von Nora auch schon gesagt, dass die Arbeitnehmerkammer gewisse Überlegungen anführt, wo wir vielleicht andere Nuancen sehen würden als Mouvement Écologique. Wir begrüßen natürlich als Mouvement Écologique ausdrücklich, dass es endlich vorangehen soll. Wir teilen aber auch Bedenken von der Arbeitnehmerkammer. Aber wo ich eigentlich etwas stolz darauf bin, das ist, dass man gemeinsam einen Vortragsabend organisiert, wo man einfach sagt, wir müssen uns jetzt nicht immer in allen Punkten von vornherein einig sein. Wir begeben uns in einen Diskussionsprozess gemeinsam und wir sind offen für Argumente und wir sind offen, gemeinsam nachzudenken und einen Vortrag von Frau Kettner anzuhören. Und eigentlich ist das ja, was eine Demokratie ausmacht. Man kann einen Vortrag organisieren, ohne von vornherein in allen Punkten Konsens zu haben. Der Vortrag ist ja auch ein Element der Meinungsbildung. Und es ist eine ehrliche Sache, wenn Nora Back zur Einführung ihre Bedenken ganz klar darlegt. Also ich finde, das reicht sowohl der Arbeitnehmerkammer als auch dem Mouvement zur Ehre, dass wir bereit sind, einfach zu sagen, ja, wir haben noch Diskussionspunkte, wir gehen die gemeinsam an und stellen die mal in einem offenen Austausch abends zur Diskussion. Ich glaube auch, was Frau Kettner heute Abend sagen wird, das ist aus ihrer Perspektive als Wissenschaftlerin oder als Ökonomin, die Analyse muss jetzt nicht weder die von uns noch von der Arbeitnehmerkammer integral sein. Es ist ein Input in die Diskussion.
wo ich aber sofort mit Nora, aber das möchte ich auch ganz klar sagen, einer Meinung sind, das ist, wenn von der Regierungsseite mehr Zahlen auf den Tisch gelegt worden wären. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber normalerweise wäre Herr de Allegrazza auch vom Statistischen Amt E-Mail, vielleicht kann er nachher etwas sagen. Fakten, Zahlen, wer ist wie, wo betroffen, von welcher Steuer, würde einer versachlichten Diskussion sehr, sehr zugutekommen. Und wir hoffen wirklich inbrünstig, dass Zahlen über die Belastungen der einzelnen Haushalte und die Wirkung der geplanten Rückzahlung offengelegt werden. So, das wäre es dann aber meinerseits. Es ist so, dass die Frau Kettner jetzt einen Vortrag von etwa einer halben Stunde oder so haben wird. Wir werden das gucken und dass Frau Kettner und ich abgemacht haben, dass ich der Frau Kettner phasenweise ins Wort falle, weil wenn ich denke, dass Zwischenfragen aus Luxemburger Sicht trotzdem angebracht sind oder vielleicht Begriffe benutzt werden, die komplizierter sind oder mir eine Zusatzfrage einfällt, wo ich denke, dass mehrere Leute die im Kopf haben. Und wir denken auch, dass das etwas lebendiger wird als ein Vortrag von einer halben Stunde. Insofern ist das nicht frech meinerseits, wenn ich der Frau Kettner ins Wort falle, sondern zwischen Frau Kettner und mir abgemacht. So, jetzt aber, Frau Kettner, wir freuen uns sehr auf Ihren Input und sind gespannt. Ja, einen schönen guten Abend nach Luxemburg. Ich freue mich auf die Diskussion zu CO2-Steuern. Ich finde es schade, dass ich nicht vor Ort sein kann, aber ich hoffe, dass uns die Diskussion noch gut online gelingen wird und dass die Technik uns nicht im Stich lässt. Ich werde jetzt versuchen, als erstes, das ist meine erste Bewährungsprobe, meinen Bildschirm mit Ihnen zu teilen. Moment. Ein bisschen noch. Der Klassiker, aber es müsste gehen. Der Klassiker, ja. Ich bin zuversichtlich und ich hoffe, dass Sie jetzt auch was sehen. Wunderbar, es klappt. Gut, wunderbar. Also in den nächsten 20 bis 30 Minuten habe ich einen Input für Sie vorbereitet zum Thema CO2-Steuern als Teil einer sozioökologischen Steuerreform. Und ich will insbesondere eingehen auf internationale Erfahrungen und Schlussfolgerungen. Ich hoffe, dass ich jetzt voranscrollen kann. Das werden wir auch gleich ausprobieren. Vermutlich nicht. Moment. Ja, das war schon zu schnell. Jetzt aber. Prinzipiell hat meine Präsentation 5 Teile. Ich werde zuerst wirklich nur in aller Kürze, weil wahrscheinlich wissen die meisten von Ihnen Bescheid, kurz die Klimakrise ansprechen. Dann werde ich im zweiten Teil auf die Grundlagen marktbasierter Instrumente in der Klimapolitik eingehen. Und dann komme ich zu den vermutlich für Sie spannenderen Teilen, nämlich einerseits den Überblick über internationale, globale Initiativen zur Bepreisung von CO2, beziehungsweise internationalen Beispielen für CO2-Steuern in Europa und Kanada. Und dann werde ich mit Schlussfolgerungen enden. Damit komme ich auch schon zum ersten Teil der Klimakrise. Prinzipiell möchte ich gleich mit dem Klimaabkommen von Paris starten. Also wir wissen alle, wir sind in einer Phase, wo die Erderwärmung wirklich zunimmt. Wir können wirklich von einer Klimakrise sprechen. Und daher hat sich die globale Staatengemeinschaft im Jahr 2015 das Ziel gesetzt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Zusätzlich gibt es Bestrebungen, den Anstieg auf nur 1,5 Grad zu begrenzen, da dies die Risiken und die Folgen des Klimawandels deutlich vermindern würde. Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen zur Besorgnis, die dafür sprechen, gerade wirklich dieses 1,5 Grad Ziel anzustreben. Unter anderem die Auswirkungen auf einzigartige und bedrohte Systeme, wie zum Beispiel Korallenriffe oder auch die Arktis oder die Gletscher. Oder aber auch die Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hitzewellen, Dürren, Überflutungen, die schon auch mit über 1,5 Grad wirklich sehr stark zunehmen. Wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen wollen, dann müssen wir unsere Emissionen sehr rasch, sehr deutlich reduzieren.
Wir müssen Treibhausgase aller Art reduzieren, das heißt CO2-Emissionen, aber auch Lachgasemissionen, Methanemissionen. Und der größte Beitrag muss im Bereich der CO2-Emissionen geleistet werden. Wenn wir wirklich auf einen Zielpfad kommen wollen, der mit dem 1,5 Grad Ziel kompatibel ist, dann müssen wir die Emissionen der CO2-Emissionen wirklich bis 2050 gegen Null reduzieren. Das ist deswegen so wichtig, weil wirklich, wenn wir von Treibhausgasen sprechen, CO2 global und auch in Europa ein sehr zentrales Problem ist. Also tatsächlich mehr als 2/3 aller Treibhausgasemissionen, deutlich mehr als 2/3 aller Treibhausgasemissionen, etwa 3/4 eigentlich, entfallen auf CO2-Emissionen, hier insbesondere in blau markiert CO2-Emissionen aus der Energienutzung. Andere relevante Treibhausgase, wie eben angesprochen, Methan oder fluorierte Gase. Das ist der globale Blick. Wenn wir uns Europa anschauen, ist es nicht viel anders. Also in Europa ist es auch so, dass mehr als 80% der Treibhausgase, die wir emittieren, sind CO2. Daneben Methan, Stickstoff und sonstige. In Luxemburg haben wir sogar noch eine speziellere Situation. Hier ist es so, dass CO2 für mehr als 90% der Treibhausgasemissionen in Luxemburg verantwortlich zeichnet. Wenn wir schauen, welche Sektoren den größten Beitrag zu den Treibhausgasen leisten, aktuell sehen wir, dass es in Europa ganz klar noch immer die Energiewirtschaft ist, gefolgt inzwischen vom Verkehr und dann von der Industrie, wo die Emissionen leicht rückläufig sind. Prinzipiell ist es so, dass auch hier, wenn wir von CO2-Emissionen sprechen, der Großteil aus energiebedingtem CO2 resultiert. Das heißt, CO2 aus der Verbrennung entweder in Kraftfahrzeugen, in Heizungen, für die Bereitstellung von Elektrizität in kalorischen Kraftwerken beispielsweise. In Luxemburg haben wir ein ähnliches, wenn auch anderes Bild. Da hatten wir 1990 wirklich einen Großteil der Emissionen aus energetischen Emissionen der Industrie. Und aber seit 1990 haben vor allem die Verkehrsemissionen stark zugenommen. Die zeichnen jetzt für mehr als 60% der CO2-Emissionen in Luxemburg verantwortlich. So viel zum Hintergrund. Ich komme gleich zum zweiten Teil, den Grundlagen marktbasierter Instrumente in der Klimapolitik. Was sind marktbasierte Instrumente? Sie werden auch anreizorientierte Instrumente genannt oder ökonomische Instrumente. Und das Prinzip von marktbasierten Instrumenten ist ganz einfach. Marktbasierte Instrumente korrigieren falsche Preise. Das heißt, sie ändern wirklich die Preise, die relativen Preise eines Gutes. Und darüber wird eine Lenkungswirkung entfaltet. Das heißt, klimaschädliches Verhalten beispielsweise wird teurer. Deswegen wird der Verbrauch klimaschädlicher Konsumgüter reduziert. Marktbasierte Instrumente sind kosteneffizient. Das heißt, die Akteure, wir alle können unsere optimale Anpassung wählen. Das heißt, man kann sich überlegen, welche emissionsärmere Technologie wäre passend beispielsweise. Würde ich meinen Lebensstil anpassen oder muss ich das Verhalten in der gleichen Form fortführen, etc. Um das sofort hier lebendiger, weil wir sind jetzt so richtig im Thema. Es war auch abgesprochen, dass dieses Thema. Luxemburg führt ja gerne eine Steuer. Sie kann also von 20 Euro pro Tonne CO2 steigend auf 25, 30 ein. Damit korrigiert man ja noch nicht real die falschen Preise. Oder wie hoch müsste eigentlich eine CO2-Steuer sein, wenn man sagen würde, okay, wir möchten wirklich die reellen Kosten einer CO2-Steuer berücksichtigen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Da gibt es zahlreiche ökonomische Studien dazu und es hängt im Prinzip davon ab, wie der Diskontsatz gesetzt wird. Das heißt, wie relevant quasi das schädigende Verhalten, das wir heute setzen, noch für zukünftige Generationen sein wird und beziehungsweise wie man das berücksichtigen muss. Generell ist es so, dass die Studien meistens relativ hohe Werte ausgeben. Grundsätzlich bewegen wir uns da schon in Bereichen von über 100 Euro pro Tonne CO2.
Über 100, okay. Und also das sind auch Zahlen, die wir so hören. Würden Sie dann jetzt sagen, man sollte überhaupt nicht loslegen mit 20 Euro, oder sagen Sie, es wäre immerhin ein Anfang? Wie würden Sie das so sehen? Also 20 Euro ist ja ein Fünftel des von Ihnen genannten Beitrages. Ich glaube prinzipiell, dass es schon ein vernünftiger Ansatz ist, mit einem relativ niedrigen Preis einmal zu starten, damit sich auch die Konsumentinnen und Konsumenten anpassen können, auch die Unternehmen anpassen können und diesen nachher nach einem planbaren Pfad zu erhöhen, auch langfristig zu erhöhen. Ich glaube auch, dass man schon vielleicht bei 20 Euro zumindest eine geringe Lenkungswirkung sehen wird, weil tatsächlich ist es auch so, dass wir bemerken, dass wenn die Preise an den Tankstellen steigen, tatsächlich auch der Treibstoffkonsum ein bisschen zurückgeht. Und grundsätzlich ist es so, dass Verbraucher stärker auf Änderungen im Steuersatz reagieren, als auf wirklich reine Preisänderungen. Das ist ein Effekt, der wirklich empirisch nachweisbar ist. Das heißt, also prinzipiell, wenn der Preis an der Zapfsäule steigt, dann werden Sie weniger tanken. Wenn aber wirklich diese Preissteigerung auf der Einführung einer CO2-Steuer beruht, dann wird der Effekt noch einmal stärker sein. Das ist ein Begriff, der wird Tax Salience genannt. Und der wird dadurch erklärt, dass einfach eine Steueränderung eine langfristigere Änderung ist als eine reine Preisänderung einerseits und weil auch wirklich die Steuer die Sichtbarkeit noch einmal erhöht. Okay, okay. Das heißt, Sie würden auch schon, also es ist so, dass ich übernehme jetzt auch Argumente, die nicht meine sind, aber wo ich weiß, dass sie in der Diskussion hochkommen. Nicht, dass einer sagt, was sagte die Blanche Weber da vom Movement. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, die Steuer, es gibt ja einen Widerspruch, nicht einen Widerspruch, ein Dilemma. Die einen sagen, die Steuer sollte höher sein, damit die Preise damit den realen Preis widerspiegelt und die Lenkungswirkung höher ist. Und die anderen sagen, wenn sie zu hoch ist, dann ist sie noch problematischer für einen. Würden Sie sagen, dass mit 20 Euro eben schon die Lenkungswirkung begrenzt eintreten kann? Sowohl bei den Privatkonsumenten als auch bei Betrieben? Prinzipiell gehe ich davon aus, dass sie begrenzt eintreten kann. Es wäre aus meiner Sicht nur wirklich wichtig, einen Preispfad festzulegen, mit dem die CO2-Steuer in Zukunft steigen wird. Das heißt, die 3 Jahre, würden Sie jetzt sagen, reichen nicht aus? Ich glaube, es ist immer besser, das langfristiger festzulegen, weil ja auch viele Investitions- und Konsumentscheidungen längerfristig getroffen werden. Also wenn man sich ein neues Fahrzeug beispielsweise anschafft, das behält man ja nicht nur 3 Jahre. Und ebenso bei Investitionsentscheidungen in Unternehmen, da haben wir auch deutlich längere Investitionshorizonte üblicherweise. Und dann hat Nora Back ja zu Recht, denke ich, zu Beginn gesagt, dass es ja nicht immer Alternativen gibt, die jedem verfügbar sind. Also eben Stichwort noch nicht ausreichend ausgebauter öffentlicher Transport nach Regionen und so weiter. Sie schreiben als dritten Punkt hier, die Akteure könnten die optimale Anpassung wählen. Das ist ja nicht immer gegeben. Wie gehen Sie mit dem Argument um? Optimal ist hier aus wirklich rein ökonomischer Sicht definiert, nämlich unter den verfügbaren Alternativen, die für Sie optimale wählen. Das heißt, optimal muss nicht wirklich eine tatsächlich gute Alternative sein in diesem Fall. Es ist auch tatsächlich so, wenn ein Instrument wie eine CO2-Steuer wirklich ihre Lenkungswirkung vollends entfalten soll, dann muss es Alternativen geben. Und im Bereich Verkehr ist es natürlich ganz klar ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der wirklich parallel stattfinden muss, weil einfach gerade Wege auch zur Arbeit machbar sein müssen und das zu vertretbaren Zeit und Zeitaufwand. Ja, dann etwas rhetorisch gefragt, das heißt, bis der öffentliche Transport perfekt ist, trotzdem keine CO2-Steuer. Heißt das das? Nein, definitiv nicht. Also ich glaube, dass eine CO2-Steuer eine sehr relevante Maßnahme ist im Rahmen eines Gesamtpakets für die Erreichung der Klimaziele in Luxemburg oder in der EU insgesamt. Und man muss halt schauen, wirklich, dass man die Einnahmen dazu verwendet, dass man mögliche Härten abfedert, auch gerade soziale Härten abfedert
Und es ist aber ganz wichtig zu sagen, die CO2-Steuer alleine kann nie ein Klima retten. Es ist wirklich so, dass man da auch flankierende Maßnahmen außerhalb der ökologischen Steuerreform braucht, wie eben den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Aber CO2-Steuer ist für Sie aber unerlässlich oder ein nice to have in der gesamten Klimaschutzstrategie? Aus meiner Sicht ist eine richtige Bepreisung von CO2 ein zentraler und wichtiger Baustein in der Klimapolitik. Ja, pardon. Zurück zum Vortrag. Gut, dann wären wir beim letzten Punkt, glaube ich, in meiner Auflistung, wenn ich nicht den Faden verloren habe. Ein letzter Vorteil marktbasierter Instrumente wie CO2-Steuern ist, dass es sie dazu führen, dass eben jene Akteure die Kosten tragen, die sie verursachen. Das heißt, wir sprechen da vom Verursacherprinzip. Und prinzipiell, wir haben jetzt schon die ganze Zeit über CO2-Steuern gesprochen. Das ist ein wichtiges Beispiel für marktbasierte Instrumente in der Klimapolitik. Ein anderes Beispiel wäre der Emissionshandel, so wie wir ihn auch in der EU schon vorfinden, für die energieintensive, für die emissionsintensive Industrie und die Energiebereitstellung. Das ist jetzt eine sehr technische ökonomische Folie. Ich habe sie trotzdem drinnen gelassen. Prinzipiell ist es so, dass laut der ökonomischen Theorie, und das ist jetzt wichtig, wirklich entsprechend der ökonomischen Theorie, erzielen marktbasierte Instrumente wie der Emissionshandel und CO2-Steuern ein vorgegebenes Ziel zu den geringsten Kosten. Das heißt, sie sind effektiv, weil sie das Ziel erreichen, und effizient, weil sie die Kosten minimieren. Tatsächlich unter den ganz restriktiven Annahmen der ökonomischen Theorie, das heißt, in etwa alle Akteure verhalten sich perfekt rational. Alle Akteure haben wirklich perfekten Zugang zu Wissen, wissen alles, führen Emissionshandel und CO2-Steuern zum gleichen Ergebnis. Das heißt, wir haben die gleichen Emissionen und den gleichen Emissionspreis, sei es jetzt ein Steuersatz oder der Preis für Zertifikate, unabhängig davon, für welches Instrument wir uns entscheiden. Das ist aber wirklich nur in der ökonomischen Theorie so. In der realen Umsetzung muss die Politik wählen zwischen einerseits Unsicherheit bezüglich der Kosten im Emissionshandel, weil hier wird die Menge an Zertifikaten vorgegeben und der Preis der Zertifikate wird dann am Markt gebildet. Oder im Gegenzug bei den CO2-Steuern Unsicherheit bezüglich der Emissionen. Das heißt, wir geben den Preis für die Emissionen vor und sehen erst nachher als Ergebnis, wie sich die Emissionen verändern. Und das Prinzip von CO2-Steuern bzw. von Umweltsteuern ist schon relativ alt in der Ökonomie, geht auf den englischen Ökonomen Pigou zurück. Und im Wesentlichen, Sie werden es alle wissen, ist es so, bei einer CO2-Steuer legt der Regulator, die Politik, einen Steuersatz fest, der für jede Einheit CO2 zu zahlen ist, die emittiert wird. Dadurch ändern sich die relativen Preise. Das heißt, es wird teurer, Produkte zu verwenden, die mit dem Ausstoß von CO2 verbunden sind. Und dadurch passen die Akteure ihre Konsum- und Produktionsentscheidungen an. Wichtig eben auch wieder dafür, es muss Alternativen geben. Aber Frau Kattner, die Politik hat sich ja für beides, für einen Emissionshandel und für eine CO2-Besteuerung, ne? Ja. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir europaweit das europäische Emissionshandelssystem haben, in dem Emissionen aus der emissionsintensiven Industrie, also beispielsweise Stahlerzeugung, Glaserzeugung, Zement, Kalk etc. Reguliert sind. Da haben wir mittlerweile europaweite Emissionsreduktionsziele für diesen Emissionshandelssektor und es wird auch, es ist wirklich ein europäisches System. Wir haben europaweit keine Besteuerung von CO2 in den anderen Sektoren. Das heißt, die anderen Sektoren werden auf Ebene der Mitgliedstaaten reguliert. Da spielen natürlich CO2-Steuern eine wichtige Rolle, wurden auch schon in einigen Mitgliedstaaten implementiert. Dazu komme ich nachher noch.
Ist das generell so? Also in Luxemburg ist ja auch so, dass die großen Emittenten eben über den Emissionshandel laufen und nicht unter die CO2-Steuer fallen. Ist das generell europaweit so, dass die da ausgenommen werden oder gibt es Ausnahmen, wo Länder gesagt haben, wir machen beides bei den großen Emittenten und erhöhen somit den Anreiz? Das ist generell nicht nur in Europa so, sondern auch wirklich bei beispielsweise auch in Kanada. Also prinzipiell ist es so, dass Sektoren, die vom Emissionshandelssystem erfasst werden, nicht zusätzlich von der CO2-Steuer betroffen sind. Es gibt eine Ausnahme, das ist in Großbritannien, auch in Holland wird das diskutiert, wurde ein Mindeststeuersatz für die Preise im europäischen Emissionshandel definiert. Das heißt, jedes Zertifikat für die energieerzeugenden Anlagen im Emissionshandel in England musste einen gewissen Preis haben. Und wenn dieser Preis nicht erreicht wurde, ist dann irgendwie oft über die Differenz eine Steuer zu zahlen gewesen. Aber prinzipiell gibt es entweder das eine oder das andere. Und können Sie sagen, also es ist ja ein viel genutztes Argument, dass man sagt, zuerst sollen unter Anführungszeichen die Großen dran, also die starken Emittenten, bevor man jetzt den Einzelnen zusätzlich belastet. Können Sie über Erfahrungswerte sprechen, was der Emissionshandel an Reduktionszielen erbracht hat? Funktioniert das Zeugs oder nicht? Das ist ja schon, also das Argument von Leuten, ja, eben nicht sofort mit den Kleinen, sondern erstmal die großen Verbraucher anzubaggern. Klappt das? Über den Emissionshandel könnte ich ganz lange reden. Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich lange befasst habe. Es ist so, dass der Emissionshandel in Europa immer besser funktioniert. Also man sieht auch wirklich, dass die Emissionen in dem Sektor zurückgehen, auch entsprechend der geringeren Zuteilung an Zertifikaten. Und dementsprechend ist der Industriesektor auf einem guten Weg. Wir haben es vorhin gesehen, aber der Industriesektor ist nur ein kleiner Baustein, wenn man sich die Emissionen gesamt anschaut. Und in vielen Ländern ist es auch wirklich so, dass gerade der Verkehr anteilsmäßig immer mehr zu den Emissionen beiträgt. Wir haben gesehen, dass auch auf europäischer Ebene der Verkehr mittlerweile den Industriesektor praktisch fast überholt hat. Auch in Luxemburg ist es so, dass der Verkehr wirklich ein ganz zentraler Emittent ist. Auch bei uns in Österreich ist es eben so, dass gerade im Verkehrssektor die Emissionen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Sektor, wo man mit einer CO2-Steuer sehr gut ansetzen kann. Von mir aus geht es weiter. Gut, passt. Ich spreche derzeit ins Leere, also ich sehe keine Bilder, deswegen ist es immer ein bisschen, schwierig für mich. Okay. Ein Konzept, das ich am Schluss noch schnell vorstellen möchte, ist die doppelte Dividende einer ökologischen Steuerreform. Weil was ganz zentral ist bei der Einführung einer CO2-Steuer ist, wenn sie ohne Kompensationsmaßnahmen eingeführt wird. Das heißt, es wird nur eine neue Steuer eingehoben, sonst passiert nichts. Die Einnahmen, sagen wir, verschwinden irgendwie und werden beispielsweise zur Abzahlung von Schulden irgendwie eingesetzt. Dann ist es generell mit negativen Effekten auf die Wettbewerbsfähigkeit und auf die Beschäftigung verbunden und kann auch negative Verteilungswirkungen haben. Wird aber die CO2-Steuer im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform eingeführt, dann können mehrere, konkret 2 positive Effekte erzielt werden. Nämlich einerseits, und das ist die erste Dividende, werden durch die CO2-Steuern über die Lenkungsfunktion die Emissionen reduziert. Und der zweite positive Effekt ist, wenn man die Einnahmen aus der CO2-Steuer dafür verwendet, um beispielsweise Unternehmens- oder Einkommensteuern zu senken oder auch Sozialabgaben zu reduzieren oder einen Ökobonus, das sind Pauschalzahlungen an Haushalte, zu finanzieren, dann können auch negative Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit, auf die Beschäftigung beziehungsweise auch auf die Einkommensverteilung abgefedert werden.
Das ist ein ganz zentraler Punkt. Also die CO2-Steuer soll nie isoliert eingeführt werden, sondern immer nur im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform mit entsprechenden Rückvergütungsmaßnahmen. Da ist ein Bedenken, Frau Kettner, was immer wieder formuliert wird, also es ist nicht meine Überzeugung, aber ein Bedenken. Also wir sind uns absolut einig, die Arbeitnehmerkammer und der Mouvement Ecologique, dass das Ganze sozial abgefedert werden muss und die unteren Einkommen eine gewisse Rückzahlung erhalten müssen. In welcher Form und wie das erfolgt, das ist zu diskutieren, aber vom Prinzip her ist ein absoluter Konsens. Es gibt aber Stimmen, die sagen, wenn die Leute eine Rückzahlung erhalten, dann hebt das den Lenkungseffekt auf, weil die Leute ja nachher das Geld zurückkriegen. Insofern wird damit der Lenkungseffekt aufgehoben. Das gleiche Argument wird auch im Falle, wo Betriebe eine Rückerstattung bei Betrieben genutzt. Wie stehen Sie zu diesem Argument? Was antworten Sie da? Davon ist generell nicht auszugehen. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass das höhere Einkommen aufgrund der Rückvergütung mehr oder weniger entsprechend des üblichen Warenkorbs der Konsumenten ausgegeben wird. Das heißt, ein vielleicht kleiner Teil wird auch wieder zu einem kleinen Rebound bei den Treibstoffen führen, aber der Großteil wird ganz normal wie der übliche Konsum ausgegeben werden. Okay, das heißt, die Leute machen nicht die Gleichung, ich kriege das zurück, jetzt gebe ich das aus. Das ist nicht gegeben. Das konnte bisher noch nicht beobachtet werden, nein. Okay. Gut, wir haben den theoretischen Teil gut überstanden, hoffe ich. Wir kommen jetzt zu internationalen Initiativen zur Bepreisung von CO2. Das möchte ich auch nur sehr kurz halten, aber ich möchte Ihnen einmal diese wunderschöne Weltkarte zeigen, die die Weltbank erstellt hat. Und auf dieser Karte sehen Sie eingefärbt in grün Länder oder Regionen, in denen ein Emissionshandelssystem bereits implementiert ist oder kurz vor der Einführung steht. In Blau Länder, die eine CO2-Steuer eingeführt haben oder wo eine CO2-Steuer kurz vor der Einführung steht. Und in Gelb Länder, in denen darüber diskutiert wird, entweder eine CO2-Steuer oder ein Emissionshandelssystem einzuführen. Und die gestreiften Bereiche sind jeweils Mischformen davon. Und diese Grafik zeigt schon ganz deutlich, dass es global schon zahlreiche Initiativen gibt zur Bepreisung von CO2. Neben Europa, wo wir, wie schon angesprochen, das europäische Emissionshandelssystem haben, auch einige Initiativen, vor allem in Nordamerika, aber auch inzwischen in Asien, Australien oder Neuseeland. Die folgende Abbildung, auch aus dem Bericht der Weltbank, gibt einen Überblick über die Entwicklung dieser Initiativen über die Zeit, einerseits über die Anzahl der Initiativen und andererseits darüber, wie viel Prozent der globalen Treibhausgasemissionen bereits mit einem Emissionshandelssystem oder einer CO2-Steuer reguliert werden. Und wir beginnen im Jahr 1990, da gab es nur 2 Beispiele von CO2-Steuern. Bis ins Jahr 2004 sind einige Initiativen dazugekommen, also praktisch nur in Europa, aber auf relativ geringem Niveau in Bezug auf die globalen Emissionen. 2005 in dieser Hinsicht ein Meilenstein. Hier trat das europäische Emissionshandelssystem in Kraft. Damit wurden auf einmal mehr als 5% der globalen Treibhausgase reguliert. In den Folgejahren kamen einige kleinere Initiativen, insbesondere auch wieder aus Europa, aber auch aus Nordamerika dazu. Und ab 2012 merken wir wirklich einen deutlichen Anstieg der Anzahl an Initiativen, aber auch der Abdeckung der Treibhausgase. Da kam unter anderem Asien dazu, etc. 2020 stehen wir bei 59 Initiativen weltweit. 2021 sollen 3 weitere dazukommen, nämlich einerseits das nationale Emissionshandelssystem für Deutschland für die Bereiche Heizen und Verkehr, dann das chinesische Emissionshandelssystem und was hier nicht gelistet ist, ihre CO2-Steuer in Luxemburg.
noch einmal zusammenfassend, wir haben schon ein bisschen vorgegriffen, wir haben schon drüber gesprochen. Insgesamt ist es ja so, die EU hat sich zu relativ ehrgeizigen Klimazielen bereits jetzt verpflichtet. Es ist so, insgesamt sollen europaweit bis 2020 die Emissionen um 20% gegenüber 1990 gesenkt werden, 2030 um 40% gegenüber 1990 und es wird aber jetzt schon diskutiert, dieses Emissionsreduktionsziel auf 55% zu erhöhen. Und für die Erreichung dieser Ziele sollen eben marktbasierte Instrumente einen wichtigen Beitrag leisten. Und einerseits ist es eben so, dass die Emissionen aus der Industrie und aus der Energieversorgung seit 2005 im europäischen Emissionshandelssystem, dem EU-ETS, reguliert werden, mit europaweiten Reduktionszielen. Andererseits ist es so, dass für die Emissionen aus privaten Haushalten, dem Verkehr und dem anderen Kleinverbrauch die Mitgliedstaaten zuständig sind. Hier haben wir auch unterschiedliche Emissionsreduktionsziele für die einzelnen Mitgliedstaaten, die zusammen für 2020 10% ergeben sollen, für 2030 derzeit mindestens 30%. Ganz konkret für Luxemburg sind es derzeit für 2030 laut Effort Sharing Directive 40%, aber sie haben sich ja schon national dazu entschlossen, dieses Ziel ambitionierter zu gestalten und haben ein 55%iges Reduktionsziel definiert für die Non-ETS-Sektoren. Blicken wir jetzt wirklich auf den Non-ETS-Bereich, also auf den Bereich, der nicht im europäischen Emissionshandel integriert ist. Und da haben Sie vorher schon gesehen, es gibt zahlreiche Länder, die bereits eine CO2-Steuer implementiert haben. Eine Bemerkung zu der Grafik. Spanien ist falsch dargestellt. Hier gibt es leider derzeit noch keine CO2-Steuer. Es ist aber so, dass 10 Länder in der Europäischen Union eine CO2-Steuer bisher eingeführt haben. Die sehen Sie jetzt da rechts in der Grafik. Was aber hier wirklich ins Auge sticht, ist, dass die Steuersätze in diesen Ländern sehr stark variieren. Das heißt, wir haben Schweden mit einer CO2-Steuer von rund 115 € pro Tonne CO2 und am anderen Ende der Skala haben wir Polen mit einer CO2-Steuer von unter einem Euro pro Tonne CO2 und da kann man jetzt wirklich nur von einem symbolischen Beitrag reden. Auch andere Länder in Europa, die nicht der EU angehören, haben CO2-Steuern eingeführt, nämlich Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island, insbesondere auch die Schweiz und Liechtenstein mit relativ hohen CO2-Steuersätzen. Gibt es da generell eine Rückerstattung für Leute mit weniger oder mit geringerem Einkommen oder wie regelt? Generell in der Mehrzahl der Länder. Haben Sie einen Überblick darüber? Generell ist es so, dass es überall Kompensationsmaßnahmen gibt. Ich würde nachher später gerne im Detail darauf eingehen. Okay. Ja, vielleicht verschieben wir das einfach mal auf später. Ja, ja. Was ich aber noch sagen wollte, wenn wir jetzt bis jetzt von CO2-Steuern sprechen, reden wir wirklich von expliziten CO2-Steuern, aber es ist nicht so, dass in den anderen Ländern überhaupt keine Steuern auf Benzin und Diesel und dementsprechend auf die Emissionen aus Benzin und Diesel und anderen Energieträgern eingehoben werden. Und deswegen sehen Sie jetzt hier auf dieser Grafik dargestellt die Energiesteuersätze auf Benzin und Diesel in den EU 28. Dunkelgrau sind die Benzinsteuersätze aufgetragen, hellgrau die Dieselsteuersätze und in hellrosa jeweils die CO2-Steuerkomponente, so in dem Land eine CO2-Steuer eingeführt wurde. Und man sieht da mal ganz klar von der Größenordnung her, die CO2-Steuern in den meisten Ländern, wo sie eingeführt worden sind, in dem Vergleich zu den Energiesteuern relativ gering, mit der Ausnahme von Schweden. Was man auch sieht, wenn wir heute über Luxemburg reden, ist, dass insbesondere im Bereich vom Diesel, aber auch vom Benzin die Besteuerung von Treibstoffen in Luxemburg relativ gering ist im EU-Vergleich. Das kann man auch auf dieser Folie sehr schön sehen. Da haben wir noch einmal die Dieselsteuersätze in den EU 28 vom Jänner 2017 gereiht. Und Luxemburg ist wirklich das Land mit den niedrigsten Dieselsteuersätzen nach Bulgarien, Litauen und Spanien. Wenn man tatsächlich Unterschiede in der Kaufkraft berücksichtigt, ist es so, dass
tatsächlich die Dieselsteuersätze in Luxemburg am geringsten sind in der EU gesamt. Österreich stellt sich ähnlich dar, ist dann nur mehr an 4. Stelle. So viel zum Hintergrund. Und jetzt würde ich gerne exemplarisch auf 3 internationale Beispiele für die Besteuerung von CO2 eingehen, nämlich ganz konkret auf Schweden, auf die Schweiz und dann abschließend noch kurz auf British Columbia, Kanada. Gut, und damit beginnen wir mit Schweden. Schweden war eines der ersten Länder überhaupt hier, das eine CO2-Steuer auf Treib- und Heizstoffe eingeführt hat. Konkret haben sie diese Steuer 1991 eingeführt und der Steuersatz war zu Beginn um die 24 Euro pro Tonne CO2 und beträgt mittlerweile rund 115 Euro pro Tonne CO2. Die CO2-Steuer in Schweden wurde im Rahmen einer ökologischen Steuerreform eingeführt. Diese war nicht aufkommensneutral, das heißt, die Einnahmen aus der CO2-Steuer waren geringer als die ganzen staatlichen Ausgaben, die ich jetzt nennen werde. Nämlich es kam zu einer Senkung der Einkommensteuern, es kam zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Energie, das heißt, es gab noch eine Umschichtung der Steuern. Es gab eine Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungen basierend auf erneuerbare Energieträger und es kam zu der Einführung der CO2-Steuer bei Reduktion bestehender Energiesteuern. Und seit 1991 hat Schweden in vielen weiteren Schritten die Einkommensteuern weiter gesenkt und die CO2-Steuer erhöht. Und hier sehen Sie jetzt anhand des Beispiels von Benzin, wie sich dieser Steuersatz in Schweden entwickelt hat seit 1990. Im Jahr 1991 wurde die CO2-Steuer eingeführt. Insgesamt wurde der Steuersatz auf Benzin nicht erhöht, der blieb gleich wie 1990. Es kam zu einer Umstrukturierung von Energiesteuern zu CO2-Steuern. Es blieb 1992 genauso. Dann gab es einen leichten Anstieg der CO2-Steuer einerseits, aber auch der Energiesteuern bis zum Jahr 2000. Und vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2005 wurde dann wirklich tatsächlich die CO2-Steuerkomponente sehr erhöht. Wobei im gleichen, also bis zu einem gewissen Grad im Gegenzug dazu die Energiesteuerkomponente reduziert wurde. Das heißt, es kam insgesamt nur zu einem leichteren Anstieg. Und seit 2005 beobachten wir eigentlich mehr oder weniger einen graduellen Anstieg der CO2-Steuerkomponente und auch einen Anstieg der Energiesteuerkomponente, insbesondere in den letzten Jahren. Ich habe schon angesprochen, Schweden hat diese CO2-Steuer auf Treibstoffe und Heizstoffe, also für Heizen und Verkehr eingeführt. Und bis 1993 hat ein reduzierter Steuersatz für die Industrie und die Landwirtschaft gegolten. Die musste nur ein Viertel des Steuersatzes entrichten. Diese Bestimmung ist mittlerweile ausgelaufen. Was aber ist anstelle, ist, dass die Industrie, die im europäischen Emissionshandelssystem erfasst wird, seit 2011 von der CO2-Steuer ausgenommen ist. Und dass es einen reduzierten CO2-Steuersatz für die Wärmeerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung von Anlagen im europäischen Emissionshandelssystem gibt. Hier sehen Sie, wie sich diese Steuersätze angeglichen haben über die Zeit. Also zu Beginn war es wirklich so, dass Haushalte einen CO2-Steuersatz zu entrichten hatten, der ungefähr 4-mal so hoch war wie jener der Industrie. Es gab dann leichte Anpassungen des Industriesteuersatzes, aber deutlich stärkere im Haushaltsbereich. Und seit 2014 kam es dann stufenweise bis 2018 zu einer endgültigen Angleichung der Steuersätze für den Industriebereich auf der einen Seite und andererseits für den Bereich der Haushalte und der Dienstleistungen. Ich glaube, da war ich jetzt zu schnell. Nein. Nee. Gut. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass mir eine Folie fehlt, aber ich mache einfach so weiter. Prinzipiell ist immer eine Frage, kann man denn so eine CO2-Steuerreform einführen, ohne dass man komplett die Industrie vergrämt, das Wirtschaftswachstum quasi zusammenbricht etc. Und kann man wirklich irgendwie eine CO2-Steuer für alle mehr oder weniger gewinnbringend einführen?
Und Schweden, das hier wirklich den höchsten CO2-Steuersatz weltweit hat, zeigt, man kann das. Das ist jetzt einmal eine plakative Darstellung davon. Also Sie sehen, dass irgendwie seit 1990 oder eigentlich seit dem Jahr 2000 die CO2-Emissionen in Schweden wirklich deutlich heruntergegangen sind. 2017 waren sie 26 Prozentpunkte unter dem Jahr 1990. Im Gegenzug dazu ist das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung in Schweden, aber kontinuierlich gestiegen. Das heißt, die Wirtschaft ist auf jeden Fall in Schweden trotz der CO2-Steuer nicht zusammengebrochen. Es ist auch immer die Frage danach, wir haben es heute auch schon ein paar Mal andiskutiert, was ist jetzt die Emissionswirkung einer CO2-Steuer? Und man muss tatsächlich sagen, die Studien zu diesen Themen sind nicht so zahlreich. Es liegt auch daran, dass es immer besonders schwierig ist zu sagen, das ist jetzt wirklich der Effekt der CO2-Steuer und nicht der einer anderen Maßnahmen. Gerade im Bereich der Klimapolitik haben wir wirklich immer Maßnahmen bündeln. Das heißt einerseits Besteuerung von CO2, andererseits Ausbau erneuerbarer Energieträger, der natürlich auch die Emissionen dämpft etc. Für die ersten Jahre der schwedischen CO2-Steuer ist man auf jeden Fall davon ausgegangen, dass es eine Emissionsminderung von 3-5% durch die CO2-Steuer gegeben hat. Gemessen an dem relativ niedrigen Steuersatz ist das nicht so wenig, meiner Meinung nach. Prinzipiell, ich habe es vorhin auch schon angesprochen, das zeigt nicht nur die Literatur von Schweden, sondern generell. Prinzipiell ist es so, dass die Industrie, aber auch die Konsumenten wirklich stärker auf Änderungen in der CO2-Steuer reagieren, als auf wirklich Änderungen in Preisen von Energieträgern. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz zentraler Punkt. Zu den ökonomischen Effekten noch kurz. Dazu gibt es wirklich sehr wenig Studien. Eine sehr groß angelegte war aber die Cometa-Studie, die sich mit der ökologischen Steuerreform in mehreren Ländern auseinandergesetzt hat. Und die hat gezeigt, dass in Schweden die Beschäftigung aufgrund der ökologischen Steuerreform inklusive CO2-Steuer gestiegen ist. Damit komme ich zum nächsten Beispielland, der Schweiz. Ganz zum Schluss kommt die Frau Kattner auf die Rückzahlungen an Haushalte. Ich möchte das nicht vorwegnehmen, weil ich weiß, dass das sehr vielen Leuten, die zuhören, brennt. Da hat die Frau Kattner 2 Folien oder so zum Schluss des Vortrages. Das kommt noch. Das fehlt jetzt. Gut. Dann gehen wir weiter zur Schweiz. Die Schweiz hat im Jahr 2008 eine CO2-Steuer auf Heizstoffe eingeführt, nicht für den Transportsektor, das ist sehr wichtig. Es gibt auch hier weitere Ausnahmen, nämlich wie ich schon angesprochen habe, Unternehmen, die im Schweizer Emissionshandelssystem, inzwischen europäischen Emissionshandelssystem enthalten sind, sind von der Steuer ausgenommen. Zusätzlich ausgenommen ist die fossile Stromerzeugung, die muss in der Schweiz ihre Emissionen komplett kompensieren. Und was wirklich eine Besonderheit des Schweizer Systems ist, ist, dass die Schweiz den Steuersatz auf CO2 anpasst, in Abhängigkeit davon, ob bestimmte sektorale Ziele für die Reduktion der Treibhausgase erreicht werden oder nicht. Als die CO2-Steuer im Jahr 2008 eingeführt wurde, war der Steuersatz 12 Schweizer Franken, also ungefähr 10 Euro. Seit dem Jahr 2018 haben wir die 4. Stufe erreicht, das heißt, er wurde einige Male erhöht und liegt jetzt bei 96 Schweizer Franken, also ungefähr 90 Euro pro Tonne CO2. Konkret werden die Einnahmen aus der CO2-Steuer in der Schweiz für folgende Punkte verwendet. Einerseits für eine Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge für Unternehmen. Andererseits für einen Ökobonus für Haushalte. Das heißt, es gibt Pauschalzahlungen für alle Haushalte, die über die Sozialversicherung abgewickelt werden. Und zusätzlich gibt es noch eine Förderung von thermischer Sanierung. Und auch für die Schweiz zeigen die Studien, dass die CO2-Steuer zu einer Reduktion der Emissionen geführt hat. Im Jahr 2015 rechnet man mit einer Reduktion von 0,8 bis 1,8 Millionen Tonnen, je nachdem. Und das sind etwa 5-10% der relevanten Emissionen in diesem Bereich.
Was ich Ihnen noch gern zeigen möchte in dem Zusammenhang ist einfach wirklich, wie diese Anpassung der CO2-Steuer in der Schweiz erfolgt. Und dazu sehen Sie da als Indexlinie aufgetragen mit 1990 gleich 100 die Emissionen, die von der CO2-Abgabe betroffen sind. Das heißt, Heizen eigentlich, die Emissionen aus dem Heizen mehr oder weniger. Und prinzipiell war es so, zunächst war die CO2-Steuer eben 12 Schweizer Franken pro Tonne CO2. Im Jahr 2012 war es nachher so, dass das Ziel war, dass die Emissionen um 21% gegenüber 1990 zurückgehen sollten. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Dementsprechend wurde die CO2-Steuer in der Schweiz auf 60 Franken pro Tonne CO2 ab 2014 angehoben. Ein nächstes Zwischenziel wurde für 2014 definiert. Da lagen die CO2-Emissionen über 78% der Emissionen von 1990. Dementsprechend stieg die CO2-Steuer auf 84 Franken pro Tonne CO2. Und schließlich im Jahr 2016 hat man zumindest einen Grenzwert erreicht. Das heißt, die Emissionen lagen zwar über 73% der Emissionen von 1990, aber unter 76%. Und daher wurde die CO2-Steuer in der Schweiz auf 96 Schweizer Franken pro Tonne CO2 angepasst. So, zu guter Letzt ein Blick über den Ozean nach British Columbia, Kanada. British Columbia in Kanada ist eine der Vorreiterprovinzen in Kanada, die eine CO2-Steuer eingeführt hat. Inzwischen gibt es CO2-Steuern bzw. Emissionshandelssysteme in allen kanadischen Provinzen. In British Columbia wurde die CO2-Steuer eingeführt im Jahr 2008, wie in der Schweiz, für die energetische Nutzung aller fossiler Energieträger, das heißt wieder Treibstoffe und Heizstoffe. Und die Steuer wurde eingeführt mit einem Steuersatz von 10 kanadischen Dollar oder 7 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2008 und wurde dann jedes Jahr bis 2012 um 5 kanadische Dollar pro Tonne CO2 erhöht. Lag damit 2012 bei 30 Dollar pro Tonne CO2, so ist es auch geblieben bis zum Jahr 2018. Und seit dem Jahr 2018 gibt es wieder eine stufenweise Anpassung um 5 kanadische Dollar pro Jahr bis zum Jahr 2021, wo dann der CO2-Steuersatz 50 kanadische Dollar oder 32 Euro pro Tonne CO2 betragen soll. In British Columbia gibt es relativ wenige Ausnahmen, dazu zählen aber die Landwirtschaft und die internationale Schiff- und Luftfahrt. Die habe ich vorhin noch nicht angesprochen, aber die ist ein ganz wichtiges Thema. Die internationale Schiff- und Luftfahrt ist praktisch überall von CO2-Steuern befreit, was rechtliche Gründe hat. Das heißt, es dürfte aus juristischer Sicht schlichtweg nicht möglich sein oder nicht so einfach möglich sein, Treibstoffe in der internationalen Schiff- und Luftfahrt oder deren Emissionen zu besteuern. Was hat British Columbia mit den Einnahmen gemacht? Einerseits hat es die Unternehmenssteuern reduziert. Andererseits hat es für die Arbeitnehmer die Einkommensteuern reduziert und schlussendlich, um die Treffsicherheit zu erhöhen, wurde dann auch wirklich ein Ökobonus, also Pauschalzahlungen für einkommensschwache Haushalte eingeführt und für ländlich lebende Haushalte, weil natürlich Haushalte, die in ländlichen Gebieten ohne gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr leben, die Anpassungen nicht so leicht möglich sind. So, dass die makroökonomischen Effekte vernachlässigbar sind, bis leicht positiv und dass man tatsächlich eine relativ beachtliche Emissionsreduktion erzielt hat durch die CO2-Steuer. Damit bin ich auch schon bei meiner Zusammenfassung und einigen Schlussfolgerungen. Und ich habe es aufgezeigt, also tatsächlich ist es so, dass sich CO2-Steuern in der Praxis beträchtlich im Hinblick auf den Steuersatz, die Steuerbasis, also welche Energieträger und Sektoren besteuert werden etc. unterscheiden. Und
Generell ist es so, dass die Einnahmen nicht nur über einen Kanal zurückgegeben werden, sondern über verschiedene Kanäle recycelt werden und gängige Optionen umfassen dabei einerseits Steuerreduktionen für Haushalte und Unternehmen, aber auch Transferzahlungen wie einen Ökobonus, aber auch Förderungen von Investitionen oder Forschung und Entwicklung im Bereich der klimafreundlichen Technologien. Und was die Literatur zeigt, ist, dass die Akzeptanz einer CO2-Steuer erhöht werden kann durch die Sichtbarkeit von Recyclingmaßnahmen. Das heißt, wenn wirklich eine klare Zweckwidmung der Steuereinnahmen besteht und die auch wirklich zielgerichtet zurückgeführt werden. Und andererseits auch wirklich durch eine planbare, stufenweise Einführung, weil da wirklich die Haushalte und die Unternehmen die Möglichkeit haben, sich daran anzupassen. Und es ist eben ganz zentral für die Akzeptanz von einer CO2-Steuer auch, dass die Regressivität und die negativen Wettbewerbseffekte abgefedert werden. Zu dem Thema habe ich eine Grafik aus Österreich vorbereitet. Wir haben hier ein Projekt durchgeführt, in dem wir unterschiedliche Szenarien für eine CO2-Steuer in Österreich simuliert haben, mit unterschiedlichen Steuersätzen. Also einerseits eine CO2-Steuer von 60 Euro pro Tonne CO2, dann eine CO2-Steuer von 120 Euro pro Tonne CO2 und eine Anpassung der Energiesteuern und dann eine reine CO2-Steuer von 315 Euro pro Tonne CO2. Und hier sehen Sie die Auswirkungen dieser CO2-Steuern auf die Konsumausgaben der unterschiedlichen Haushaltsquintile. Ganz links das erste Quintil mit dem geringsten Haushaltseinkommen, ganz rechts das fünfte Quintil mit dem höchsten Haushaltseinkommen. Und Sie sehen eindeutig, dass durch die Einführung einer CO2-Steuer insbesondere die niedrigen bis mittleren Einkommen belastet werden würden, weil die CO2-Steuer klar regressiv wirken würde. Man kann es aber tatsächlich abfedern. Wir haben das auch das simuliert. Das war der richtige. Und zwar haben wir als Recycling-Szenario angenommen, dass es einerseits Pauschalzahlungen an Haushalte gibt und andererseits eine Reduktion der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, zur Entlastung der Unternehmen. Und da sehen wir ganz schön, dass die negativen Effekte insbesondere auf die unteren Einkommensquintile abgefedert werden können und die sogar nach der ökologischen Steuerreform mehr Konsumausgaben, also ihre Konsumausgaben erhöhen können. Wichtig auch im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit, auch da ist Recycling zentral. Hier sehen Sie auch wieder aus dieser Simulationsstudie die Effekte, die wir simuliert haben für das österreichische Bruttoinlandsprodukt in Abhängigkeit von verschiedenen Recycling-Varianten. Ich möchte herausgreifen, ganz links, wenn kein Recycling durchgeführt wird, führt die CO2-Steuer je nach Höhe eindeutig zu einer Reduktion des Bruttoinlandsprodukts. Gute Maßnahmen tatsächlich, um wirklich nur die wirtschaftlichen Effekte in den Griff zu bekommen, sind einerseits eine Reduktion der Arbeitgeberbeiträge für die Industrie und die Dienstleistung oder eine Reduktion der Mehrwertsteuer, aber auch eine Kombination, wie ich es vorher gezeigt habe, aus Entlastungsmaßnahmen für die Arbeitgeberseite und aber auch insbesondere den Ökobonus für die Haushalte kann gute Ergebnisse erzielen. Ich habe jetzt viel über Einkommen gesprochen, aber es ist tatsächlich nur ein Bestandteil, der relevant ist für die soziale Betroffenheit der Haushalte. Es gibt wirklich sehr viele relevante Zusatzinformationen, die in diesem Bereich hineinspielen. Es sind unter anderem der verwendete Heizstoff, der BKW-Besitz oder auch das Stadt-Land-Gefälle. Und hier sehen Sie eine Studie vom österreichischen oder eine Auswertung vom österreichischen Budgetdienst, wo man sieht, was der jährliche Mehraufwand einer CO2-Steuer pro Person in den Haushalten wären, die einerseits mit Gas, mit Heizöl, mit Kohle oder mit Erneuerbaren heizen würden. Und tatsächlich ist es so, dass gerade Haushalte, die mit Heizöl heizen würden oder gar mit Kohle, das sind zum Glück nur sehr wenige in Österreich, auch nach einer Kompensation durch eine Pauschalzahlung wie den Ökobonus noch wirklich Einkommenseinbußen verkraften müssten.
Und das sind alles Punkte, die man tatsächlich für das Recycling im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform tatsächlich berücksichtigen muss. Was würden Sie denn da antworten, wenn man sagt, das ist zum Teil aber sozial nicht gerecht, dann also zum Teil sei es, dass die Leute in einem Mietverhältnis stehen, sei es, dass sie irgendwo sind, wo derzeit kein Gas liegt oder Gott weiß was. Wie antworten Sie denn auf die These, dass das insofern dann eben sozial ungerecht ist, besonders zu belasten? Tatsächlich muss man aufpassen, dass man hier mit Klimapolitik nicht nur Sozialpolitik machen kann. Das heißt, man braucht mehrere Instrumente, die hier ineinander greifen. Und es wäre hier wirklich zielführend, zusätzliche Förderungen einzuführen, um wirklich diese alten Heizkessel auszutauschen, insbesondere für die unteren Einkommensklassen. Aber diesen Ausgleich alleine wird die CO2-Steuer in der Form nicht leisten können, weil gerade die Anschaffungskosten eines neuen Heizsystems kann man nicht einfach durch einen Ökobonus leicht ausgleichen. Gut. Damit Schlussfolgerungen. Ich habe es schon angesprochen, es ist für mich wirklich eigentlich sehr zentral. Für die Emissionsziele sind Maßnahmen auf nationaler Ebene eben auch erforderlich, insbesondere in den Non-ETS-Bereichen. Und das Wichtigste aber, eine CO2-Steuer allein wird die Klimaziele nicht erreichen. Sie muss in wirklich ein breites Instrument- und Maßnahmenbündel eingebunden sein. Und das schließt unter anderem mit einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, eine klimagerechte Raumplanung. Das schließt auch Standards für den Neubau von Gebäuden mit ein oder Verbote von besonders emissionsintensiven Fahrzeugen beispielsweise. Also wirklich alle Maßnahmen, die man sich denken kann, sind mittlerweile mehr oder weniger erforderlich, um wirklich unsere Klimaziele zu erreichen. CO2-Steuern können jedenfalls zu einer Reduktion der CO2-Emissionen beitragen. Und für deren Akzeptanz und auch wirklich für das gute Gelingen einer ökologischen Steuerreform ist zentral, dass Regressivität und negative Wettbewerbseffekte abgefedert werden. Und dafür braucht man eben wirklich ein zielgerichtetes Recycling der Einnahmen. Super, danke sehr. Frau Kärtner, ich hoffe, die Leute, also danke für den sehr ausführlichen Vortrag, finde ich auch sehr anregend. Ich hoffe aber auch jetzt, herzlichen Dank wirklich, dass auch eine rege Diskussion entsteht. Einerseits habe ich den Chat im Blick und ich kann die Fragen aufgreifen. Andererseits, glaube ich, können wir auch zum Teil versuchen, dass spontane Wortmeldungen kommen. Und unsere technischen Leute, einen herzlichen Dank übrigens an die alle, die werden Sie jetzt langsam alle zulassen, sodass wir uns zu mehreren sehen können. Das ist dann doch trotzdem ein lebendigerer Austausch, als wenn nur wenige Leute zu sehen sind. Ich würde mich sehr freuen über eine Person, die bereit ist, die erste Anregung, Anmerkung zu machen oder Frage zu stellen. Nur kurz, es dauert eine Sekunde. Ich muss die Leute jetzt zum Co-Host machen, damit jeder die Kamera anmachen kann, damit wir auch alle sehen. Frau Kärtner, es ist ja immer wieder die Frage, also die Relation, die Mehrwertsteuererhöhung wird ja grundsätzlich tendenziell als unsoziale Steuer angesehen, auch in Luxemburg eben, weil das dann eben jeden Haushalt so betrifft. Was antworten Sie, dass daraufhin eben das Ökobonus dieses Problem auffangen soll? Oder wie in Luxemburg wurde sich ja bis dato nicht für einen Ökobonus, sondern ein Kreditimpôt entschieden. Aber die Form der Rückerstattung ist ja das eine. Aber das Prinzip ist ja das große Problem, das eben Gewerkschaften haben, dass sie sagen, Verbrauchersteuern sind zu Zeiten, dass ja, wir möchten keinen Kaufkraftverlust haben. Warum hängen Sie so an der Mehrwertsteuererhöhung? Das war nur eine Variante, die wir uns angesehen haben. Also da habe ich gar keine Präferenz. Ich würde wirklich sagen, es ist ganz zentral. Also es gibt gute Gründe, auch jetzt in Zeiten von Corona eine CO2-Steuer einzuführen im Rahmen einer ökologischen Steuerreform. Man muss halt wirklich darauf Bedacht nehmen, dass auch wirklich die Haushalte entlastet werden. Also es sollte keine Mehrbelastung entstehen, aber das kann man eben durch zielgerichtetes Recycling normalerweise sehr gut abfedern. Und
Für eine Transformation brauchen wir tatsächlich eine CO2-Steuer im Instrumentenmix und es braucht eben auch flankierende Maßnahmen, wie eben Unterstützung beim Austausch von Heizsystemen etc. Ein Ökobonus ist, glaube ich, prinzipiell also was an einem Ökobonus ein prinzipiell ansprechender Aspekt ist, ist, dass wirklich alle davon profitieren können und dass einkommensschwache Haushalte überproportional profitieren. Weil sie eben zwar einen höheren Anteil ihres Einkommens für Energie ausgeben, aber in absoluten Zahlen nachher natürlich weniger. Und dadurch können sie durch einen Ökobonus, der für alle gleich bemessen ist, relativ stark profitieren. Okay. Fragestellungen von den Zuhörerinnen, wenn wer Lust, Interesse hat oder eben eine Chat-Funktion? Cedric und der Techniker, können sich die Leute mittlerweile melden oder geht das noch nicht? Also ich erkläre nur kurz. Also ich muss jetzt jeden Einzelnen zum Co-Host machen, damit jeder die Kamera anmachen kann. Das sind aber schon einige, die ich jetzt angeklickt habe. Aber die anderen können kurz ihre Frage auch noch über Chat machen. Das dauert jetzt noch 1 Minute. Ich habe bei der Vorbereitung vom Event einen Mini-Fehler gemacht. Man muss sagen, dass es sehr bemerkenswert ist. Alles ist etwas komplizierter, weil eine Direktübersetzung gemacht wurde. Aber ich glaube, die kleinen Nachteile nehmen wir gerne in Kauf, damit wir aber trotzdem eine Direktübersetzung ins Französische machen. Ich glaube, das gehört sich so in Luxemburg. War da, wer dir eine Frage stellen wollte? Ja, es ist natürlich eine Anmerkung, Frau Katter. Ich habe da auch zusammengezuckt, das ist jetzt eine Wortmeldung via Chat, dass natürlich jeder erschreckt, wenn Sie sagen, Kerosinbesteuerung klappt nicht. Dann denke ich mir zwar auch, oh Scheiße, wie stehen Sie? Sie haben das so rasch forsch gesagt, dass das kaum möglich ist. Es ist auf nationaler Ebene kaum möglich. Ich finde wirklich, die EU sollte sich hier einsetzen, dass es international Änderungen gibt. Aber das ist schlussendlich eine juristische Fragestellung. Als Ökonomin muss ich sagen, es sollte auch im Flugverkehr eine CO2-Steuer geben. Und man sollte danach trachten, diese möglichst bald umzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass das auf nationaler Ebene gut gelingen kann, sondern es da zumindest den europäischen Verbund braucht, der sich global dafür einsetzt. Tatsächlich ist es auch so, dass die Luftfahrt bis zu einem gewissen Grad im europäischen Emissionshandel enthalten ist, zumindest Intra-EU-Flüge. Es soll jetzt international auch ein Emissionshandelssystem für die Luftfahrt aufgesetzt werden. Ich bin da eher skeptisch bezüglich wirklich der Ambitioniertheit des Systems. Dementsprechend wäre ich definitiv dafür, dass die EU sich bemüht, wirklich eine Besteuerung von Kerosin in der Luftfahrt voranzutreiben. Noch Wortmeldungen? Guten Abend, Marian Kunstmann vom Luxemburger Wort. Sie haben jetzt gerade, Sie hören mich, ja? Ja. Und genau das Problem jetzt mit den Steuern zum Emissionshandel. Es erscheint, dass ein Emissionshandel automatisch alles umfasst. Also, dass man das nicht umgehen kann. Steuern kann man immer umgehen. Also sollte man nicht eher einen Emissionshandel bevorzugen, um die Probleme zu lösen. Weil Sie haben, glaube ich, am Anfang auch gesagt, dass Emissionshandel und CO2-Steuern im Endeffekt dieselbe Wirkung erzeugen. In der ökonomischen Theorie auf jeden Fall. In der Praxis ist es schwieriger. Und das liegt daran, was wir auch beim europäischen Emissionshandel sehen, ist, dass wir halt uns wirklich in einer realen Welt bewegen und nicht im theoretischen Optimum agieren können. Das heißt, wir haben da wirklich auf diesem Emissionsmarkt sehr starke Preisschwankungen. Das ist auch schon für kleinere Unternehmen, die im europäischen Emissionshandel erfasst sind, eher kompliziert damit umzugehen. Ich finde, gerade Verbraucher brauchen auch wirklich Planungssicherheit. Also gerade Konsumenten brauchen Planungssicherheit. Da hätte eine Steuer schon einen sehr ansprechenden Aspekt, wenn man da wirklich einen langfristigen Planungshorizont hat und weiß, irgendwie in 10 Jahren wird meine CO2-Steuer sich zwischen 100 und 120 Euro bewegen, Hausnummer. Und wenn wir von einer CO2-Steuer auf Energie sprechen, dann ist es natürlich auch sehr angenehm umzusetzen und einfach umzusetzen, weil wir zahlen ja alle schon Energiesteuern
an der Tankstelle, bei Heizung, wie auch immer. Da kann man natürlich auch ganz gleich drauf eine CO2-Steuer theoretisch eingeben. Okay. Ja. Jean-Louis Robert, können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie. Ja, okay. Mein Video wird leider nicht eingeschaltet, das hättet ihr auch gesehen. Okay, dann werde ich einfach die Frage so stellen. Zuerst möchte ich mich recht herzlich bedanken für den exzellenten Vortrag. Es hat eigentlich sehr hilfreich. Auch, ja, alles klar. Auch hat man Neues, also ich habe vieles dazu gelernt. Eine Frage jetzt. Sie haben das schwedische Modell angesprochen. Und Sie haben gesagt, dass durch die Einführung dieses Ecological Task Reform, dass da auch die Beschäftigung in die Höhe gegangen ist. Können Sie das ein bisschen genauer erläutern? Wenn ich jetzt noch einmal provokativ eins draufsetzen kann, die Wirtschaft ist in dieser Zeit, ich weiß nicht mehr genau, um welche Zeitspanne es sich gehandelt hat, aber im Prinzip ist die Wirtschaft in dieser Zeit auch gestiegen. Das heißt, wahrscheinlich ist die Beschäftigungszahl in anderen Ländern, die vielleicht diese Steuer nicht eingeführt haben, auch gestiegen. Das wäre, wenn ich gesagt noch einmal provokativ sein möchte, und Raymond Freilinger, der mich kennt, der wird schon lächeln, dann würde ich behaupten, dass ohne diese Steuer die Beschäftigungszahl noch höher gestiegen wäre. So können Sie ein bisschen so erläutern, welchen Effekt im Prinzip diese Steuer auf die Beschäftigungszahl gehabt hat. Danke. Ja, prinzipiell ist es so, dass bei Schweden, also die schwedische Studie, die ich zitiert habe, daran habe ich nicht mitgewirkt, aber die Kollegen haben da wirklich eine sehr umfassende Analyse gemacht und haben diese Effekte natürlich berücksichtigt. Also es gehen sie wirklich davon aus, dass durch die CO2-Steuer im Rahmen der ökologischen Steuerreform die Beschäftigung gestiegen ist. Und es ist für mich auch gut argumentierbar, weil eben die Einnahmen dazu verwendet wurden, die Arbeitgeberbeiträge in Schweden zur Sozialversicherung, also wirklich die Kosten der Arbeit zu reduzieren. Das hat natürlich auch zu einem Anstieg der Arbeit geführt. Perspektive in Luxemburg wird ja darüber diskutiert, dass man die Altbau, also oder ist eigentlich entschieden, dass die Altbausanierung und so weiter massiv gefördert werden soll über die Einnahmen der CO2-Steuer, was ja dann trotzdem auch, insofern überhaupt noch Menschen, überhaupt wir doch ausreichend Arbeitnehmer finden auf dem Markt, wäre das ja auch arbeitsplatzfördernd, oder Frau Kettner, einfach die Maßnahmen, die in die Wege geleitet werden, um die Emissionen zu reduzieren. Eben, oder auch Ausbau öffentlicher Transport ist ja auch arbeitsintensiver als die Automobilproduktion. Etwas salopp gesagt jetzt. Ja, auch diese Reformen, aber tatsächlich ist es ja wirklich so, wenn ich die Kosten von Arbeit senke, dann wird die Nachfrage nach Arbeit ein bisschen steigen. Und das haben wir gerade ganz klar irgendwie, das war auch wirklich die schwedische Strategie, eben um Beschäftigung zu machen, wirklich die arbeitsbezogenen Kosten für die Unternehmen zu senken. Im Rahmen der ökologischen Steuerreform. Okay, noch Wortmeldungen? Einfach loslegen oder chatten? Eine Frage vielleicht. Sie haben gesagt, die Akteure passen ihren Konsum an die CO2-Bepreisung. Gibt es da auch Analysen, inwiefern eher höhere oder niedrigere Erwerbsklassen ihr Konsumverhalten anpassen, oder gibt es da keine detaillierten Analysen? Das ist unterschiedlich. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten zur Anpassung, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich gehe davon aus, ich erinnere mich dunkel an diverse Länderstudien zurück, die müsste ich mir noch einmal anschauen. Gegebenenfalls könnte ich Ihnen da was per Mail schicken. Aber grundsätzlich, können Sie nicht grundsätzlich eine Aussage machen, Frau Kettner? Grundsätzlich haben schon verschiedene Einkommensklassen unterschiedliche Reaktionen auf eben Preise. Sage ich jetzt einfach mal so. Das war jetzt sehr allgemein. Nein, aber tatsächlich müssen einkommensschwache Haushalte, sage ich jetzt mal aus dem Bauch heraus, ihre Ausgaben natürlich, haben natürlich ein knapperes Budget und reagieren dementsprechend stärker auf, müssen auch stärker darauf reagieren, wenn eine CO2-Steuer eingeführt wird. Das heißt, der Porsche Cayenne-Fahrer reagiert nicht unbedingt.
der könnte reagieren, aber wird nicht dazu gezwungen sein, aus ökonomischen Motiven, sage ich jetzt. Aber Silva, zumindest zahlt er dann einen gerechteren Preis für sein Verhalten. Das ist ja die Frage, ob eine CO2-Steuer, wie wir immer sagen, eine eierlegende Wollmilchsau ist. Ob man mit einer Steuer alles erreichen kann, also sowohl mehr soziale Gerechtigkeit, eine Förderung der Alternativen, Lenkungseffekte und ob alles gleichzeitig antreten kann. Ich glaube, dass da erdrückt man die Steuer damit, oder glaube ich, Frau Kettner, oder nicht. Man muss wohl anerkennen, dass die Steuer bestimmte Ziele zu bestimmten Phasen erreichen kann, aber jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau ist und absolut den Ohren raushängt und der möchte, aber zumindest zahlt er dann für seine... Absolut. Und es kann ja, wie gesagt, nur ein Bestandteil im gesamten Instrumentenmix sein. Also für mich wären da an der Stelle ganz relevant auch Fahrzeugsteuern. Das heißt wirklich die Besteuerung von sehr emissionsintensiven Kraftfahrzeugen, und zwar eine sehr hohe Besteuerung. Kann man sich auch Bonus-Malus-Systeme überlegen, wo besonders emissionsfreundliche Fahrzeuge bevorzugt werden und eben wirklich SUVs dergleichen stark belastet werden. Und tatsächlich muss man in diesem Bereich auch darüber nachdenken, die EU macht es ja schon, wirklich Grenzwerte für die Emissionen zu spezifizieren. Also es ist wirklich so, dass wir auch da in dem Bereich nicht gänzlich über Standards herumkommen werden. Und schlussendlich mittelfristig vermutlich auch irgendwie diskutieren müssen, ob wir weiterhin Verbrennungsmotoren gerade bei den Neuzulassungen zulassen wollen. Aber jetzt kommt dann wohl die Frage, ob es das nicht unsozial ist, wenn nur Leute mit mehr Geld sich einen SUV in Zukunft leisten können und die anderen da rausfallen. Aber als muss man sagen, ein SUV zu kaufen ist kein Menschenrecht, aber ich nehme an, dass Leute das vielleicht anders sehen, ich weiß es nicht. Nordfort-Meldungen? Also unser Cedric vom Technischen Dienst schreibt, dass jetzt eigentlich alle Kameras klappen müssten, wenn man denn will. Kann ich was sagen? Hallo, Remo Klein? Ja, Rem, sagst du, das ist ein Journalist in Luxemburg? Ein sehr wacher Mensch. Ja, meine Frage ist sehr Luxemburg-spezifisch. In sehr vielen Ländern ist klar, dass durch die Ökosteuer, durch die CO2-Steuer viel Geld reinkommt oder ganz ordentlich Geld reinkommt. In Luxemburg ist es so, dass eigentlich über die niedrigen Steuern Geld reinkommt, nämlich über den Tanktourismus. Und wenn wir jetzt die Steuer erhöhen, dann fallen diese Einnahmen weg und womöglich haben wir nicht zusätzliche Einnahmen, sondern noch weniger Geld im Staatshaushalt. Und wir können überhaupt kein Recycling betreiben. Was sagen Sie dazu, Frau Kettner? Prinzipiell ist es so, dass wir da in Österreich in einer ganz ähnlichen Situation sind. Also auch in Österreich ist der Tanktourismus ein Thema. Wenn man sich jetzt einmal Ihre konkret geplante CO2-Steuer anschaut, wie sie jetzt geplant ist, ist es ja auch so, dass nach der Einführung dieser CO2-Steuer die Benzin- und Dieselpreise in Luxemburg noch immer deutlich unter dem Niveau der Nachbarländer sein sollten. Was sich negativ in dem Sinn auf den Lenkungseffekt auswirken wird, insbesondere für den Gütertransport, aber sicher nicht nachteilig für ihre Steuereinnahmen. Und ich glaube wirklich mittel- bis langfristig werden sich gerade die CO2-Steuern also in allen Ländern europaweit massiv erhöhen müssen. Es wäre auch wünschenswert, tatsächlich irgendwie über eine europaweite CO2-Steuer nachzudenken, sofern es da wirklich ein politisches Window of Opportunity dafür gibt. Ja. Kann ich nachhaken? Ja. Also das ist ja indirekt ein Plädoyer für Tanktourismus in aller Ewigkeit. Wie gesagt, wünschenswert wäre wirklich eine einheitliche CO2-Steuer auf europäischer Ebene, gerade um diese Probleme zu minimieren. Man muss sich ja natürlich auch überlegen, irgendwie, dass CO2 oder dass Treibstoffe nicht nur Einnahmen und nicht nur Steuereinnahmen generieren, sondern natürlich auch eigentlich der Luxemburger CO2-Bilanz zugeordnet werden. Also auch dafür muss nachher Luxemburg aufkommen, schlussendlich im Non-ETS-Bereich. Und prinzipiell langfristig wäre eine europäische Lösung sicher das Beste, kann ich nur noch einmal sagen.
Eine Frage von Rem, du weißt unsere Antwort. Eine Frage noch vom Chat zuerst und dann Paul Polfer habe ich gesehen. Im Chat schreibt jemand, dass man überall liest, dass das Decoupling würde nicht funktionieren. Ob Schweden dann jetzt den Beweis bringt, dass es trotzdem klappt. Tatsächlich ist Decoupling möglich, sieht man im Beispiel von Schweden, sieht man auch bei anderen europäischen Ländern. Man muss aber natürlich sagen, das war ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber im Hinblick auf die langfristigen Klimaziele ist es noch zu wenig. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, das ist jetzt, also man braucht wirklich dafür einen umfassenden Politikmix. Die CO2-Steuer wird uns nicht die Klimaziele erreichen lassen. Der Paul? Ja, vielen Dank, Frau Kettner, auch nochmal für den Vortrag. Vielleicht, um auf Remo Kleins letzte Frage nochmal einzugehen und die Antwort darauf. Es ist ja auch so, dass der Tanktourismus alleine ja nicht nur Einnahmen generiert, sondern auch wirklich Kosten verursacht in puncto Straßeninfrastruktur, in puncto Gesundheit, in puncto Luftqualität und. Dazu gibt es ja auch diese Studie von Dr. Evringmann. Also es ist eben nicht so, als ob der Tanktourismus nur ein Geschäft sei. Es ist ein Geschäft, ja, wie in jedem Geschäft gibt es Einnahmen und Ausgaben. Und kurzfristig sind sie für den Staatssäckel natürlich positiv, weil die anderen Kosten nicht irgendjemandem zugeschrieben werden. Aber diese Kosten gibt es und diese Kosten sind eigentlich dem Tanktourismus zuzuschreiben. Zerstörung von Infrastruktur, notwendiger Ausbau von Autobahnen, Gesundheitskosten und so weiter und so fort. Also ich denke, dass wir irgendwann mal dass wir nicht immer nur die Einnahmeseite schauen dürfen, sondern uns auch wirklich einmal auf die Kostenseite mehr fixieren müssen. Perspektive ist das ja nicht in aller Ewigkeit, wie Rem sagt. Da kommt ja sowas wie die Elektromobilität. Irgendwann ist es vorbei. Absolut. Noch Wortmeldungen? Nathalie Reuland hätte eine Fragestellung, sagt sie. Ja, hallo. Vielen Dank für die Organisation und auch Frau Kettner für den sehr interessanten Vortrag. Ich hatte auch etwas, ich weiß nicht, ob es so Luxemburg-spezifisch ist, aber doch ein bisschen. Wir haben ein Riesenproblem, was Wohnungsnot anbelangt und daher teils große Arbeitswege, die natürlich sehr CO2-intensiv sind. Und da fällt natürlich auf die Leute, die sich es nicht leisten können, nah an ihrem Arbeitsplatz zu wohnen, wird wohl die CO2-Steuer, für die Leute wird das noch schwieriger werden. Und deshalb wäre ich froh, wenn wir das fertig bringen, die beiden Probleme zusammenzukoppeln, weil das macht ein Ganzes. Weil die Leute haben zum Teil auch noch, die nicht unbedingt so viel verdienen, haben auch noch oft schwierige Arbeitszeiten, wohnen irgendwo, wo sie nicht an ÖVP angekoppelt sind, können nicht mit dem Fahrrad fahren zur Arbeit. Ja, wo hätten wir da irgendwie vielleicht ein Beispiel, wo Sie kennen, wo wir uns anlehnen können? Ich glaube, da ist wirklich British Columbia ein sehr gutes Beispiel dafür, weil da gab es wirklich eine Sonderzahlung für eben Haushalte in entlegenen Gebieten. Das ist sicher eine gute Übergangslösung, aber was natürlich zeitgleich passieren muss, ist wirklich auch eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. Können Sie vielleicht sagen, also das, was die Frau Reuland angesprochen hat, ist wirklich in Luxemburg ein Problem, weil ich glaube, wir werden manchmal von den Preisen mit München oder so verglichen und effektiv haben viele Leute, sind froh, wenn sie überhaupt irgendwo eine Wohnung finden und auch wenn sie gerne städtischer wohnen würden, ist das für viele, also von jenseits von Gut und Böse. Wie wurden denn da die Ausnahmen berechnet? Also wurde da gesagt, jeder, der mehr als eine Stunde bis zur Arbeit braucht, oder wissen Sie, wie das konkret gestaltet wurde? Wurde wirklich gebietsmäßig festgelegt.
An die Details könnte ich mich jetzt nicht, muss ich sagen, im Detail erinnern. Es wurde sogar noch ein zusätzliches Kriterium festgelegt, dass Haushalte im Norden wegen der höheren Heizkosten auch nochmal entlastet wurden extra. Und man muss sich halt wirklich überlegen, was sinnvolle Kriterien sind. Ich weiß nicht, ob es in Luxemburg auch eine Pendlerförderung gibt wie in Österreich. Wir in Österreich haben eine Pendlerförderung, wo eben auch Zeitkriterien mit berücksichtigt werden, welche Dauer je nach Wegstrecke zumutbar ist. Und tatsächlich könnte man auch sowas über die Pendlerförderung nachher gerade auch abwickeln. Also man muss ja diese Daten haben. Also auch in Österreich haben wir gerade die Daten in etwa, wer wie lange und über welche Wegstrecke zu seinem Arbeitsort pendelt und wer nicht. Aber dazu kenne ich die Daten in Luxemburg zu wenig. Warum reicht der Ökobonus da nicht? Es ist ja ein gewisser administrativer Aufwand damit verbunden. Warum reicht der Ökobonus da nicht einfach aus, dass man sagt, okay, die kriegen das, es folgt ja dann weil man dann sagt, dass die Leute mit weniger Einkommen besonders betroffen auch sind, bekommen die auch einen besonderen Ausgleich. Warum denken Sie, dass das nicht ausreicht? Was waren die Argumente da? Es hängt halt wirklich von der Verteilung ab. Also tendenziell, je nachdem, wenn es wirklich einkommensschwache Haushalte sind in städtischen Gebieten, die nicht auf das Auto angewiesen sind, dann werden die sicher durch den Ökobonus kompensiert werden können, sage ich jetzt einmal. Wenn es einkommensschwache Haushalte sind, die tatsächlich eher in ländlichen Gebieten wohnen, wo kein ÖV ist, dann werden die Mehrkosten tendenziell wirklich nicht durch den einfachen Ökobonus abgefedert werden können. Okay. Aber da muss man sich wirklich sehr genau anschauen, wie die unterschiedlichen Haushalte oder Haushaltstypen betroffen sind durch eine CO2-Steuer. Das müsste man wirklich im Detail simulieren und dann könnte man die entsprechenden Gegenmaßnahmen auswählen. Beziehungsweise schauen, welche Haushaltsgruppen besonders entlastet werden müssen, auch durch eine Sonderzahlung beispielsweise. Jetzt ist ich sehe den Herrn Allegrazza jetzt nicht in der Liste. Der Herr Allegrazza stand auf der Anmeldung. Wer da wäre, wäre es schön, wenn er sich meldet. Wenn er nicht da wäre, würde ich jetzt mal wieder den Tom Haas ansprechen, der Stadtec. Einfach um die Frage zu stellen, wenn das okay ist, Tom Haas, ob ihr diese Daten hättet, um in diesem Detail die Belastungen zu berechnen. Verfügt das Luxemburgische Statistische Amt über die Daten? Ich glaube, das kannst du sagen, gell, ohne dass du jetzt eine Information rausgibst, die du nicht rausgeben dürftest. Also wenn du da bist noch. Er ist noch da. Ja, hallo. Ja, die Daten sind da. Allerdings war die Zeit noch nicht da, so ins Detail zu gehen. Das heißt, wir haben halt die Analyse nach Kantil, haben die gemacht, nach dem Einkommen. Die andere Analyse bleibt aber noch im Detail aus. Also auch je nach Wohnsituation, das wäre alles machbar. Ja. Okay. Marc Scharl, er ist da von der Abgeordneten, dann müsste man das einfach jetzt dringend einklagen, ne? Oder? Also auch wenn ich, Nora Bock musste leider vor 15 Minuten sich ausklicken, aber es würde ja die Diskussion so viel helfen, wenn man endlich diese Daten hätte, über welche Haushalte wie betroffen sind und was welche Rückzahlung bewirken würde. Dann könnte man so viel sachlicher, also es ist ja alles bis jetzt auch sachlich, aber dann könnte man sachlich zu einer Schlussfolgerung kommen. Kommt die Analyse noch vor dem Ende Dezember zur Budgetdebatte? Ich glaube, die Frage war an Tom Haas. Ich weiß nicht, ob er antworten kann oder will. Genau. Ja, das wird am 8. Dezember publiziert in unserer Konjunkturnote. Aber halt auch die Daten, die halt auch schon in den verschiedenen Schaumbaukommissionen, also Parlamentskommissionen vorgestellt wurden, das wird noch ein wenig mehr im Detail, vielleicht auch etwas aktualisiert, am 8. Dezember publiziert. Die noch genauere Analyse, wo man halt auch sich anschauen kann, wie groß die Wohnungen sind und so weiter, das wird wahrscheinlich dauern bis Anfang nächstes Jahres. Das sind halt Daten, die ich selbst jetzt erst vor 2-3 Wochen bekommen habe und das wird noch etwas dauern, bis wir die Zeit haben, das so zu verarbeiten.
Merci. Jimmy Sanderovic wird eine Frage. Ja, danke. Die Frau Kettner, Sie haben mehrmals gesagt, dass eine CO2-Steuer nur, wenn sie auf der EU-Ebene oder international eingeführt wurde, wirksamer wäre als einzeln. Das ist im Prinzip so, das ist generell so für jede Gesetzgebung, aber die wird meistens von denen Ländern gefordert, die keine CO2-Steuer wollen, wird immer so eine generelle gefordert, damit keine kommt. Das heißt jetzt nicht, dass wir einzelne EU-Mitgliedstaaten eine einführen können. Es gibt mehrere Belege auf der OECD-Ebene, wo eben eine Einführung der CO2-Steuer dazu geführt hat, dass die CO2-Emissionen gesenkt wurden. Meine Frage jetzt, gibt es Belege in den Ländern, wo Sie genannt haben, wo eine neutrale CO2-Steuer eingeführt wurde? Das heißt, wo ist zum Beispiel, wie in Luxemburg, da sollte ja die Crédit d'impôt eingeführt werden, also erhöht werden. Das heißt, die Arbeitssteuer wird ein bisschen gesenkt für eine gewisse, ich sage von einem gewissen Einkommen. Gibt es Belege, dass diese Steuer irgendwo in Europa oder auf der Welt neutral eingeführt wurde und die auch wirksam war? Das heißt, CO2-Steuer und noch eine Senkung irgendwo auf eine andere Seite. Danke. Absolut. Also ja, also das sollten meine Beispiele auch zeigen. Also gerade auf British Columbia, wir hatten eine Senkung der CO2-Steuer, also eine Senkung der CO2-Emissionen. Es wurde aufkommensneutral diese CO2-Steuer, die ökologische Steuerreform durchgeführt und es kam wirklich zu einer Senkung der CO2-Emissionen. Ähnliches sehen wir auch in der Schweiz eigentlich. Das war auch aufkommensneutral. Die einzigen, die die Steuerreform zu Anfang nicht aufkommensneutral gemacht haben, waren die Schweden. Eben auch, um gut aus der Wirtschaftskrise zu kommen. Ja, ich bin voller Bewunderung für Sie alle. Es sind noch sehr viele Leute im Chat dabei. Ich würde aber sagen, es ist jetzt 7:15, dass wir noch 2, 3 Fragen nehmen und dann uns aufs Essen und so weiter schmeißen. Aber ich glaube, 2, 3 Fragen nehmen wir noch. Carol, Thomas? Ja, guten Abend, vielen Dank. Es wurde ja jetzt ein paar Mal gesagt, dass die CO2-Steuer, ich glaube, das ist auch jedem klar, nicht alle Probleme lösen kann. Ich bin der Meinung, ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Meinung teilen, dass wenn wir die ökologische Krise, die Klimakrise lösen wollen, wir eigentlich umbauen müssen auf ein anderes Wirtschaftssystem, dass wir wegkommen müssen von dieser Wachstumslogik, von dem ewigen Wachstum. Nun ist ja die CO2-Steuer ein marktbasiertes Instrument, wie Sie es auch genannt haben, was ja auch ein bisschen in der Definition hat, dass die Wirtschaft sich sehr gut daran gewöhnen kann, dass eine CO2-Steuer auch absolut nicht gegen wirtschaftliches Wachstum arbeitet, sondern im Gegenteil, dass es zu zusätzlichem Wirtschaftswachstum führen kann, weil ja wieder neue Geräte, neue Techniken benötigt werden, um eben sich an diese CO2-Steuer anzupassen von Seiten der Wirtschaft, sodass ich mich jetzt frage, verzögert ein Einführen einer solchen CO2-Steuer nicht eigentlich das benötigte Umbauen unseres Wirtschaftssystems und wäre damit mittel- bis langfristig eher kontraproduktiv? Prinzipiell ist es wirklich eine Frage, die sich wirklich die Gesellschaft und die Politik stellen muss. In welcher Gesellschaft, in welchem Wirtschaftssystem wollen wir langfristig leben? Darauf kann ich jetzt keine Antworten geben. Ich glaube wirklich, dass gerade für die Übergangszeit eine CO2-Steuer auf jeden Fall einen Beitrag leisten kann. Ich glaube auch nicht, dass diese wichtigen Fragen, die Sie angesprochen haben, durch eine CO2-Steuer hinausgezögert werden. Also jetzt muss man sagen, wir brauchen beides. Das eine kann das andere nicht ersetzen, aber wir brauchen beides.
Noch zwei Fragen, oder? Ich sehe nur eine begrenzte Zahl von Ihnen, also zum Teil muss man das Wort ergreifen oder chatten. Oder wir sagen einfach, dass es gut ist. Ich warte noch ganz kurz. Ja, ich habe noch eine Frage. Was gar nicht angesprochen wurde, sind die indirekten CO2-Verbräuche, also das, was wir importieren an Konsumartikeln. Da hilft die vorgesehene CO2-Steuer nicht. Gibt es da auch Techniken, dagegen vorzugehen? Das ist natürlich deutlich schwieriger. Tatsächlich bewegen wir uns da in der Richtung der Grenzausgleichssteuern, Border Tax Adjustments. Aber es ist natürlich auch irgendwie schwierig, das zu kalkulieren, mit welchen Emissionen ein Produkt, das importiert wird, behaftet wird. Es ist jetzt gerade EU-weit wieder Diskussion angestoßen worden, wie man solche Grenzausgleichssteuern einführen könnte, ob man die WTO-konform einführen kann. Ich bin keine Juristin, ich kann es nicht beantworten. Aber das ist natürlich in der Umsetzung deutlich anspruchsvoller als wirklich eine CO2-Steuer auf fossile Energieträger, wo wir tatsächlich ein lineares Verhältnis von Energieverbrauch und Emissionen haben. Ich mache da jetzt Werbung. Wir haben als Movement jetzt einen Zoom noch im Dezember zu der Thematik Repair, Reuse und Share und so weiter, um die Gemeinwohlökonomie mehr in den Fokus zu rücken. Als kleine, aber gute Element in dieser Diskussion zu sagen, wir versuchen und ja, mit Reparaturbonus und so weiter. So, dann frage ich glaube jetzt ein letztes Mal, ob noch eine Anmerkung, eine Frage ist. Ich glaube, es ist gut, es ist 20 nach 8. Wirklich Respekt, dass Sie alle so lange mitgemacht haben. Ich habe auch gesehen, während dem Vortrag haben sich kaum Leute ausgeschaltet. Frau Kettner, was für die Qualität Ihres Vortrages spricht, der war sehr instruktiv. Sehr herzlichen Dank an Ihnen von unserer Seite aus als Organisatoren, sowohl vom Mouvement Ecologique als auch von der Arbeitnehmerkammer her. Ich weiß nicht, ob Silvia Hoffmann noch was sagen möchte als Direktor der Arbeitnehmerkammer, und sei es dann Prost oder einen guten Appetit, oder nee, du hast nichts mehr zu sagen. Ja, leider nicht Prost, wir können ja jetzt nicht zusammen. Ja. Nee, ich möchte mich auch bedanken, auch bei Frau Kettner und vor allem auch bei Movement für die gemeinsame Fragen offen bleiben. Und das ist etwas schade, das wurde auch am Anfang gesagt, dass das als meine persönliche Konklusion ziehen, dass die Regierung nicht sehr transparent vorgegangen ist bei der gewollten Einführung dieser CO2-Steuer, was die Daten betrifft. Es ist ja etwas komisch, dass der Stadtteil jetzt erst diese Simulationen machen soll. Das könnte ja an sich vorher geschehen, ehe man sich dann auf eine Form festlegt. Charles ist das skeptisch, aber natürlich teilen wir das. Die Diskussion ist einfach, wenn man weiß, welche Quintilen betroffen sind von was und wie viele Haushalte, welche Haushalte heizt noch mit Heizöl, wo liegen die, wie viele sind das, sind die im Mietverhältnis oder eben im Besitzverhältnis, wie kann man gegensteuern und so weiter. Das wäre sicherlich sehr, sehr, sehr wichtig und wir müssen gucken, wie wir da gemeinsam weiterkommen. Also ein letztes Mal einen sehr, sehr herzlichen Dank an Sie alle und wie gesagt, in einer knappen Woche wird das dann online sein und ich glaube auch die Folien, gell, Frau Kettner, können wir online setzen, ne? Das ist ja machbar. So, sehr, sehr herzlichen Dank und einen guten Appetit und dann Skol, wir sind drin allein daheim oder zusammen mit Leuten. Vielmals merci. Ciao. Ciao.